Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Eieieiei, heute haben wir aber wirklich den Jackpot geknackt, oder? Gucken wir doch gerade mal, was der goldene Kürbis wert war, wenn wir den möglicherweise irgendwo hier aufgelistet hätten. Nee, das waren einfach nur die normale Kürbisse, anderes. Genau, der war 2500 wert. Sehr gut. Das wollte ich einfach mal wissen. Letzter Tag ist Regenwetter. Und heute ist nix und morgen ist der erste Wintertag. Königin der Soßen sagt Artischockendip. Jetzt weiß ich ja, wie das geht. Wetterbericht sagt morgen wunderschön und sonnig. Leverwash sagt ich liebe dich. Gut, hier haben wir nochmal was. Wir brauchen noch ein bisschen Recycling-Kram. Das heißt zerbrochene CDs. Da ist nämlich ein Stück Kohle raus, komm mal an, verkehrt. So. Dann gehen wir heute nochmal in den geheimen Wald und schnetzeln noch ein bisschen was ab, damit wir über das Hartholz verfügen, falls Robin im Lade ist, um uns den Stall basteln zu lassen. Und wir müssen heute auf jeden Fall noch viel Gras mähen, damit all unsere Silos voll sind. Sehr schön, die Preiselbeere sind auch nochmal letztes Mal aktiv gewesen heute. Der Mais, das war's. Der Harz hier. Nicht der Harz 4, sondern der Harz hier. War der schlecht, Alter. So, dann hier noch. Und Gedöns. Und Schlag mich tot. Und weißt du, Deibel, wie viel Milliarden Preiselbeere wir jetzt noch haben. Gut, die Aubergine kommen auch nochmal mit raus. Zumindest Aubergine hat sich noch getraut. Äppele kommt noch raus. Und ihr habt euer Heizgerät, euch geht's gut. So, okay. Ihr habt euch anscheinend gestern de Wanst vollgeschlagen. Weil hier ist noch nichts arg gerührt worden von einem Kruscht. Na gut. Also, heute auf jeden Fall geschäftliche Tag. Haben wir sehr viel zu tun. Und hier. Als her damit. Melke und sonst soweit gut. Da Gustel, dir geht sowieso super, weiß ich Bescheid. Resel hat gerade gemilcht. Und gefuttert hätten sie wohl alle. Gefuttert hätten sie wohl alle draußen, wie es aussieht. So. Alle hopp. Dann sieht es ja relativ gut aus hier für uns. Milch und noch einmal Milch. Rein mit dir. Dann 2 mal Ei. Dort mit 3. Dann hatten wir noch Treibholz. Das können wir auch direkt in die Recyclingmaschine klatschen. Jawohl, verfeinertes Quarz ist immer gut. Deswegen Reide mit. Ein verfeinerter. Ansonsten, hier nochmal auf 30 hoch und hier nochmal auf 30 hoch. Der Rest kann fort. Nix wie fort mit dem ganzen Zeug hier. So. Das kann Dorei. Ich glaube, der Harz und so haben wir hier, genau. Dann kann ein Apfel sogar noch verkauft werden. Und wir gehen in den geheimen Wald. Dann gehen wir zu Robin. Und dann können wir anfangen, da können wir nochmal in die Stadt gehen und dann fangen wir an, hier den ganzen Schampel abzumähen. So. 4 Stück. Wir nehmen trotzdem ein klein bisschen mehr mit. Damit wir das noch hinkriegen. Damit wir wenigstens noch ein bisschen Hartholz haben. So. Schokoladentorte. Granat- und Kirschsetzling. Granatapfel. Nee, zu Pierre müssen wir sowieso nochmal. Rhabarberkuchen, Rübe. Okay. Moderner Esstisch. Nee. Nix dabei für uns. Aller Hopf. Dann nix wie Rei hier. Und her mit dem Hartholz. Dann nix wie ab zu Robin, falls die noch im Geschäft ist heute. Hier nehmen wir noch mit.
So, jetzt haben wir die 100. Wir erhöhen einfach mal auf 104. So, gut. Dann nix wie weg mit uns. Ich will den Schampel nämlich erledigt haben. So. Hier durch. Leider nichts wirklich Praktisches für uns dabei gewesen. Aber unser Geld sieht soweit gut aus. Und ich darf auf jeden Fall nicht vergessen, hier den ganzen Schampel noch zum Meer. Alles andere wäre absolute Verschwendung und da hätte ich die Silos vollkommen verumgebaut. Aber. Der Winter zerstört ja sowieso sämtliches Gedöns an Gras. Und wir müssen im nächsten Frühjahr dann beim Pierre wahrscheinlich auch Gras einkaufen. Der hat ja auch so ein bisschen Grassaat, die er dann verkauft, sodass ich mal ein paar Büschel irgendwo pflanzen kann. So, ich hoffe, du bist da. Bitte sei da. Sehr schön. Jetzt. Genau, das hätte ich gern. Bau mir das bitte. Und den Stall hätte ich persönlich ganz gern hier. Weil da können wir immer jederzeit aufs Pferd zugreifen und sind ab da mobil. Das ist super. Perfekt. Moje fängt es an mit Pferdestallbauer. Wir gehen jetzt nochmal hier runter. Dann geht es ins Gemeindezentrum und dann in die Stadt, wo wir noch ein bisschen was für Gunther haben. Heieiei. So. Also. Dova. Bündelfutter. Genau, das kriegen wir dort damit auch beendet. Saugut. Und raus springt ein Heizgerät. Okay, ja klasse. Brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. Na gut, danke trotzdem. Verzauberer ist hier das noch drin gewesen. Und das geht an Gunther. So. Na gut. Heizgerät. Haben wir halt zwei davor. Können wir möglicherweise noch in der große Stall reinmachen. Weil große Tiere, große Heizkosten und so. Egal. Sinn macht's keiner, weil, ne, egal. Hätte ich jetzt auch einen zweiten Hühnerstall oder so, wäre das in Ordnung. Oder einen zweiten normalen Stall, aber so, vergiss es. Okay, Gunther. Für dich habe ich noch zwei Sachen. Zum Ende schönes Mineral und zum anderen Artefakt. Gut. Belohnungen hat es leider nicht dafür gegeben, aber die Tische wären merkbar voller. So, dann habe ich den Kram eigentlich auch erledigt. Was ich noch machen will, ist noch zu Abigail gehen. Und ich wollte ja sowieso auch noch zu Pierre. Abigail soll noch einen Kürbis kriegen, wenn möglich. Und bei Pierre wollte ich noch was ganz Besonderes kaufen. Ach, für Abigail. Ah ja, da ist er ja. Saat im Angebot. Das möchte ich aber nicht. Sicht, da kann man dann die Grasbündel hier kaufen. Das bräuchte man wahrscheinlich dann im Frühjahr. Was ich will, ist einer von deiner wunderschönen Blumensträuße. Ein Geschenk, um dein romantisches Interesse zu zeigen. Natürlich, das möchte ich haben. Und von dem Kruscht kaufen wir uns auf jeden Fall auch noch. Im Frühling Früchte. Von Aprikose Frühling. Kirschbaum, ach im Frühling. Orange ist für das Sommer. Pershing sind im Sommer. Da würde ich sagen, wir holen uns einfach mal ein Aprikosensetzling noch und einen Kirschsetzling. Die holen wir uns für den nächsten Frühling. Bevor jetzt die große Winterpleite einsetzt. Und so, dann ist zuerst... zuerst der Blumenstrauß, weil dann kann ich mehr Herzen sammeln. Du willst ernster, Agir? Geht mir genauso. Ich bin irgendwie nervös, du nicht? Das Tal im Regen ist interessanter, findest du nicht? Immer so viele Frohe. So, jetzt kann ich auf jeden Fall bei ihr bis zu 10 hochgehen. Und hier steht jetzt auch feste Freundin. So, und als meine feste Freundin kriegst du einen ganz romantische Kürbis. Ich liebe so Zeugs ernsthaft, du bist echt super, Ackermann. Wir sind zwar immer noch bei 8 Herzen, aber sie ist jetzt mal fest die Freundin. So. Finde ich gut.
Jetzt geht's mit uns wieder auf den Hof. Die rechtliche Sache zur Produktion. Und dann schnippeli, schnipp, schnipp, schnupperschnapp. Und Gras, alles ab. Perfekt. Dann sind wir für heute eigentlich soweit auch durch, wie ich das haben wollte. So, die Setzlinge kommen hier rein. Dann ihr zwei Sachen kommt da rein. Hier ist wieder Platz für den ganze Kruscht. Milch und die Eier. Halte mal den Gaul an. Ich brauche noch hier ein bisschen Zeug, was ich verschroten kann. Ne, Moment. Wir machen als nächstes hier... Wir nehmen einfach mal alle zerbrochene CDs fertig ab. So wird ein Schuh draus. So, so und so. Und so, so. Dann können wir nämlich hier noch den Kram produzieren. Das ernten wir alles ab, bevor wir hier wieder freie Platz schaffen. So. Da kann nämlich das hier, das hier und das dort hier. Aller Hopf. So werden doch richtig Schuh draus aus dem Ganzen. Gut, das zweite Heizgerät, das ist jetzt für euch hier der absolute Luxus. Ich klatsch's euch mal einfach da an die Wand. So. Gut, viel Spaß damit. Jetzt habt ihr auf beide Seiten Wärme. Das müsste ausreichen für euch. So. So. Hier ist nichts in der Höhle. Schnappt da die Sense, Ackermann. Und im Winter können wir auf jeden Fall auch nochmal die Gießkanne. Oh, super Idee. Das machen wir gleich. Wir brauchen sie ja gar nicht. Wir müssen ja eh warten, bis die Ziegenmilch kommt. Das machen wir sofort. Aber sofort. So, die 5er haben wir noch extra im Sack. Weil das Grasmäher können wir ja noch bis in die Nacht rein. Das sollte nicht das Problem sein. Bevor der Clinty Boy nämlich zumacht, mein lieber, kümmere dich bitte um meine Gießkanne. So. Das ist immer gut. Dann können wir nämlich jetzt wirklich, solange unser Gewächshaus braucht, können wir unser Gießkanne so richtig gut upgraden. So. Haselnuss kommt weg. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Die letzte Aktion, die wir in einer Jahreszeit noch machen, wo überhaupt irgendwas geht. Mit Wachstum und so. Warte mal. So, und das Zeug hier rein. Genau. Dann schnappt er der Sichelackermann. Es geht los. Gerade nochmal kurz den Bestand checken. 248. Okay, gut. Die lassen wir auf jeden Fall. Und für eine große können wir im Winter dann absensen. Das ist auch kein Problem. Die Kleinen müssen auf jeden Fall stehen gelost werden. Weil die brauchen wir definitiv noch, die große. Die Kleine. Damit die halt nochmal im Winter, im nächsten Frühjahr ordentlich kommen. So. Wir schnippeln jetzt einfach ab, was geht. Die ganzen Büsche sind alle weg. Das heißt, wir sollten eventuell auch noch ein bisschen Fasern schneiden. Einfach nur, weil wir es können. Alles Gebüsch und Pipapo ist dann nämlich im Winter fort. Das heißt, komm her, wir nehmen dich nochmal wie Bischt. Wir schneiden alles fort, was wir können. Damit man unser Faser noch tragen. Alter Falter, ist das ätzend hier. Sorry, jetzt muss ich doch so ein kleiner Schneider. Das wollte ich doch gar nicht. So. Dann hier nochmal alles weg. Damit man nochmal genug gemischte Saat und... Ah, da ist noch ein Klotz. Der muss sich ja erst spontan gebildet haben wieder. So. Das ganze Buschzeugs kommt fort. Weil wenn wir erstmal drauf sparen, dass wir im Saatguterzeuger unser Saat rausholen, brauchen wir wahrscheinlich einmal die gemischte Saat einfach so, damit wir noch überhaupt ein bisschen was im Gewächshaus abpflanzen können. Wobei ich bei der Sandy eigentlich auch ganz gut was abgeholt habe. 3 Reihe kriegen wir damit auf jeden Fall voll. Ah, da ist noch ein großer Stäh. Sehr schön. Dann hier noch das ganze Buschzeugs weg. So.
Sätze, die nur ein Bauer bei Stardew Valley sagt oder die Regierung Obama, ne? Da, 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 da. Von wegen das ganze Buschzeugs weg. Ha, ha, ha. Ach, sind wir heute wieder ein Sparwitzler. So. Und hier noch weiter. Das ganze Gras kann fort. Und weiter. Ach, da ist auch noch einer. Hätte ich das mal vorher gefunden, aber es ging ja alles noch gut. So. Das wird jetzt wahrscheinlich bis in die Nacht gehen hier. Das ganze Gedöns. Aber macht nichts. Dann ist unser Hof zumindest mal sauber und wir haben für den Winter und auch für die kommende Jahreszeit haben wir einen fetten Vorrat an Heu. So. Und dann brauchen wir auf jeden Fall auch den fetten Vorrat Heu. Weil in meinem Probespielstand habe ich nur ein Silo. Das lief dann etwas problematisch ab. Da musste ich, wie gesagt, bis in den nächsten Herbst hinein, musste ich teilweise von Mani immer teuer Heu einkaufen. So, dabei ist es eigentlich absoluter Schwachsinn, wenn man das richtig macht. So. Wenn man einfach gescheit wirtschaftet, sollte das eigentlich kein Problem sein. Gut. Desmo war ich klüger. Und ich habe von meinem Probespielstand gelernt. Puh. Ja, wie ich schon gesagt habe, das dauert wahrscheinlich bis Mitternacht. Aber so ist es halt, wenn man beschäftigt ist. Und wenn man auch wirklich etwas vor Augen hat, was man machen will. Aber ich habe es euch hier schon mehrfach vorgebetet, von wegen, ah ja, der letzte Herbsttag, da werde ich wahrscheinlich Gras mähen die ganze Zeit. Und siehe da, quod erat demonstrandum, es hat sich bewahrheitet. So. Nix wie weg mit dem Zeug. Unser ganzer Vorräte im Silo müssten eigentlich dann aufgestockt sein. Und es dürfte auch dicke ausreichen, selbst wenn ich noch Schafe und Schweine mit dazu nehme. Und Karnickel mit dazu nehme. Dürfte das noch fett ausreichen bis ins nächste bis in den nächsten Sommer hinein oder so. Und vielleicht sogar bis in den nächsten Herbst, wo dann das Gras in aller Ruhe wieder nachwachsen kann. Da habe ich mal am Anfang ein paar Grasbündel beim Pierre. Die sehe ich zum Teil vom Stall aus und zum Teil sehe ich sie dann hier unten auch aus, dass es nachwachsen kann und dann ist gut. Weil meine Tiere kann ich ja auch mal was Gutes tun, indem ich dann das reine Gras einfach nur vor ihrem Stall ausstreue. So, okay. Ich denke, unser Erbe ist dann auch bis Mitternacht auf jeden Fall erledigt. Und wir sind soweit fertig mit allem, was wir brauchen. Ansonsten, wie gesagt, im Winter werden die großen Bäume gefällt und die kleinen werden in Friede gelost. Und dann haben wir alles. So. Sämtliches Buschwerk ist zerschnippelt. Die produzieren auch im Winter ihr Harz. Dann kommt nur noch rein, was da rein gehört. Eigentlich nichts. Du siehst, das Zeug muss hier noch rein, was hier gehört. Ja, 19er, das ist auch schon mal nicht schlecht. Und die Fasern. Wir sind soweit auf dem neuesten Stand, den ich sage. Dann kann der Krust auch nochmal eingesammelt und verkauft werden. Gut. Wir gucken nochmal ganz schnell. 628 von 720. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das zweite Silo noch zu machen. Wir haben es zwar jetzt nicht alle voll gekriegt, aber die 628 reichen uns fett bis in die nächste Sommerreihe. So, alles rein. Und jetzt ist es soweit. Ihr liebe Leute, der Herbst ist vorbei. Und die zweite Tag in der Episode nähert sich. Winter is coming. Der Winter naht. Ihr seht auch, wie sich die Landschaft hier verändert, oder? Und es ist soweit. 28. Tag im Herbst folgt 1. Tag im Winter, Jahr 1. Oh, mein Kürbislaternchen ist mir leider verfault. Welkende Pflanze. Sich zersetzendes organisches Material. Es ist schleimig und unangenehm. Gut, Leben vom Land sagt: Winter, eine Zeit, in der die ganze Welt still wird,
Jetzt wäre ein großartiger Zeitpunkt, um ein bisschen zu angeln, die Mine zu erforschen und zu sammeln. Verbesserte Werkzeuge, um dich auf einen möglichst produktiven Frühling vorzubereiten. Oder bitte örtliche Schreiner dort rum, etwas auf eurem Hof zu bauen. Leg Vorräte an, verbessert Dinge und bereite dich aufs nächste Jahr vor. Wahre und weise Worte. Morgen wird der ganze Tag klar und sonnig sein. Die schmeißen wir fort. Hi Ackermann, du solltest mal irgendwann noch so einen Untergang in mein Zimmer kommen. Vielleicht so gegen 8 Uhr abends? Ich will dir etwas zeigen, Abby. Das ist das 8-Sterne-Event. Sehr cool. Ja, ich weiß, geduldig und bla bla bla. Sei nicht so garstig, ich gebe da immer hier den Auftrag. So, Quarz. Ja, dann kriegst du jetzt 8 trotzdem. Obwohl so garstig bist. Und ja. Die Landschaft ist einfach nur wunderschön. Ich persönlich bin der absolute Winterfan, ihr liebe Leid. Es ist meine allerliebste Jahreszeit. Neva, milde Frühling, milde Herbst. Also das sind eigentlich auch sehr schöne Jahreszeiten, aber am allerliebsten ist mir ein eiskalter Winter. Ein richtig eiskalter Winter ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Ui, ein Mais ist noch übrig, tatsächlich. Ach geil. Ach irgendwie geil, dass ein einzigste Mais das Ganze überstanden hat. Okay, wir gucken jetzt nochmal rein. Hallo Leverwurst. Ah, scheiße. Ich kann dich ja jetzt gar nicht mehr so füttern. Na egal. Du wirst überleben, ne? So, jetzt sehen wir auch, wie das Heizgerät hier abgeht. Und wir machen jetzt hier mal rein. Ich glaube, das ist jetzt auch die Zeit, wo die Tiere nämlich rausgehen. Ich glaube, im Winter gehen sie nicht raus. Aber sie können offensichtlich auch immer noch Herzen zu mir entwickeln. Ah, die Hildi hat sogar schon ein halbes Herz für mich. Ich mache nur einfach mal auf. Wenn sie wollen, dürfen sie gern raus, aber ich glaube nicht, dass sie das machen. So, die Resel immer noch ein Herz. Na. Und Ziegenmilch, ganz normal. Okay. Ja, wir müssen halt, wie gesagt, warten, bis sie uns die große Ziegenmilch gibt. Vielleicht in 2 Tagen wieder. Die geben ja nur alle 2 Tage Milch, die Ziege. So. Dann braucht ihr dringend noch Heu. Also wir kommen auf jeden Fall die Wintermonate. Der Wintermonat kriegen wir locker durch hier. Wie gesagt, die gehen jetzt an mir raus, die Tiere. Es gibt ja auch kein Gras mehr für sie zu futtern. Dann machen wir als nächstes die normale Milch. Und wir machen noch ein bisschen Ziegemilch rein. So, hier gucken wir auf jeden Fall an nochmal rein. Nee, ach, die Fledermäuse sind heute nicht produktiv. Und bei Abigail soll ich ab 20 Uhr reingucken. Da gucken wir doch mal, wie sich die Welt hier verändert hat. Und wir sehen, wie gesagt, dass die Bäume noch Saft produzieren. Die Nadelbäume, die bleiben nadelig. Die anderen haben einfach ihr Blätter verloren. Und ich gehe hier definitiv nochmal mit Hacke durch die Gegend. Machen wir aus dem Ackermann der Hackermann. Weil in den Artefaktplätzen gibt es ein paar schöne Sachen. Mir hinterlassen auch Fußspuren hier. So, Stechpalme. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir sammeln müssen, ne? Warte mal. Na. Nee, tatsächlich nicht, aber wir brauchen zwar was anderes, die Stechpalme, wenn ich mich doch recht erinnere. Vielleicht hier irgendwo? Nee. Nee, hier auch nicht. Ich weiß es nämlich, ob wir es für irgendwas hier gebrauchen können. Nee, da brauchen wir nur Krokus und die Süßkartoffel. Aber ich glaube, für irgendwas brauchen wir diese Stechpalme auf jeden Fall noch. Krokus und Wintersüßkartoffel. Okay. Wir haben ja, wie gesagt, jetzt nicht so viel zu tun. Das heißt, im Winter können wir auch ohne irgendwelche Probleme rausgehen. Und können auch einfach mal so irgendwas erledigen. Die ganze Sache am Hof fallen jetzt flach. Das heißt, wir haben diese morgendliche bis mittagliche Beschäftigung gar nicht mehr. Winterwurzel war da jetzt drin. Ansonsten diese Wintersüßkartoffel, die kommt auch hier bei solche Dinger raus. Die muss man aus dem Boden raushacken.
Entschuldigung. So. Wir halten die Aare offen. Und wir gucken, was ich finde. So. Raus mit uns. Und nochmal gucken, ob wir hier möglicherweise noch so ein paar Artefaktplätze finden. Ah ja. Alles Zeug, was wir aber schon abgegeben haben. Kristallfrucht haben wir ja auch schon mal beim Gemeindezentrum abgeliefert. Weil es einmal ein Gegner bei uns gedroppt hat. Okay, hier finden wir jetzt auch nichts. Vielleicht einfach... Aber ich finde die Musik auch so großartig. Die ist so richtig schön, winterlich, beruhigend. Sie gefällt mir unglaublich gut, die Musik. Nur halt oben nicht verpassen, dass wir zu Abigail gehen. Ich gehe jetzt nochmal den langen Weg zurück zum Bauernhof, damit ich nochmal die restliche Sache reinschmeißen kann in die Käsepresse und Mayo-Maschine. Und danach können wir ja auch nochmal gucken, ob wir fündig Woche sind hier bei der Artefaktplätze. Schauen wir doch einfach mal. Ah, schön. Ich finde, es ist auch so liebevoll gemacht, wie jede Jahreszeit ihr irgendwie Musik hat oder ihr eigene Soundtracks. Und wie auch die Welt immer ein bisschen anders aussieht. Ich persönlich finde es einfach nur unglaublich schön. Mir gefällt das persönlich sehr, sehr gut. Ist auch wirklich so ein Grund, weswegen das Spiel einfach süchtig macht. Ach ja, schön. Und Winter ist natürlich auch so eine Zeit, das besticht jetzt auch nicht mit ewig lauter Musik. Das wäre im Winter auch gar nicht angemessen und würdig. Deswegen, die Wintermusik ist sehr viel gefasster. Die ist sehr viel ruhiger und besonderer. Das gefällt mir sehr gut. Ich persönlich bin ja auch so ein absoluter Weihnachtsfreak, gebe ich zu. Ich persönlich lieb Weihnachten. Und damals als Kind war es hauptsächlich wegen der Geschenke natürlich. Aber heutzutage ist Weihnachten für mich einfach so fest, was ich vor allem wegen dem Essen lieb. Ich koche auch immer für die ganze Familie, was mir persönlich unglaublich Spaß macht. Aber das Essen mit der Familie ist immer schönster an Weihnachten. Zu kochen und es dann zu genießen in großer Runde, das gefällt mir unglaublich gut. Okay. Nix war. Das heißt, wir gucken uns da nochmal ein bisschen auf dem Hof um. Und dann geht der Hackermann nochmal ein bisschen runter und guckt bei dem Gelände von Marnie's Ranch, ob er da möglicherweise nicht noch was findet. So. Weil ich muss jetzt hier explizit noch nach den Artefaktplätze gucken. Damit ich da noch an diese... wie heißen sie? Gerade mal gucken. Nee, da muss ich hier gucken, so rum. Damit ich da an die Schneesüßkartoffel ist, nicht Wintersüßkartoffel, komm. Und damit ich auch noch möglicherweise einen Krokus finde. Oh, guck mal da. 1, 2, 3, 4. Oh nee, ich habe schon wieder vermasselt. Okay. Entschuldigung. Das war wieder ganz kurz vor verschluckt. Die ist eigentlich auch hier groß am Schaffen und macht immer selber. Wir gucken mal hier in der Waldreihe. Da finden wir nämlich auch immer so ein paar Jahreszeiten typische Sachen. Und wir finden auch hier die begehrte Artefaktplätze. Ah, verlorenes Buch. So, sehr schön. Da könnte man im Winter eigentlich einmal so Lesestunde einfügen, finde ich. Dass man im Winter einfach mal zu der Bibliothek gehen und ich einfach mal so Lesesession einlege. Wie schön das hier glitzert, ach jetzt im Wald. Die ganzen Schleime sind offensichtlich ach weg. Also scheinbar meiden die wohl den Winter. Ah ne, doch nicht. Nur die Frostgelees bleiben. Alles andere hätte mich ja gewundert jetzt, wenn die ganze Schleime weg wären. Aber die Frostgelees bleiben tapfer. Die halten die Stellung, wie es aussieht. Okay, wir gucken uns jetzt hier nochmal um, ob wir möglicherweise irgendwo einen Krokus finden. Und wenn nicht, dann soll es halt mal nicht sein. Dafür finden wir viel von den Kristallfrüchte und von der Stechpalme. Hier beim Hutlader finden wir auch nichts.
Dann vielleicht in dem Bereich. Schauen wir mal. Und ansonsten, wenn wir uns hier gründlich umgeguckt haben, können wir noch abends zu Abigail gehen. Sie wollte unbedingt 20 Uhr mit uns sprechen. So. Ansonsten im Winter können wir natürlich selbstverständlich auch bis das Gewächshaus soweit ist, können wir auch sehr viel angeln. Was anderes haben wir im Winter sowieso nicht zu tun. Aha. Wieder verloren das Buch. So. Ich habe es natürlich auch total verballert irgendwie, dass ich sage, ah ja, ich mache das immer mal, wenn ich ein Buch finde, dann lese ich es auch vor. Natürlich staut sich das jetzt wieder ohne Ende. Das ist ja sowas von logisch, dass sich das staut und man nie die Zeit dafür findet, einfach mal in die Bibliothek zu gehen und das Zeug zu lesen. Nee, jetzt staut sich wieder so arg, dass man das Zeug dann wieder in einer großen Lesesession machen muss. Okay, die kann ich nämlich flattern, die Dinger. Auch interessant. Dann gehen wir mal runter und gucken noch, was wir am Strand so finden. Aber interessant auch mit der Episode gestern. Das war jetzt eine 26-Minuten-Episode. Trilobit. Ah, das ist dann was für Gunther. Cool. Ja, dass die Geisternacht tatsächlich 26 Minuten gedauert hat. Ich habe hier damit gerechnet, dass es in etwa so lang ist. Und habe ja schon mal gesagt, ah ja, falls es nur 20 Minuten sind, sorry. Aber ich finde, man muss auch einfach irgendwo seine Grenze ziehen. Und wenn du dann so 45 Minuten Episode machst, dann ist die Hemmschwelle nämlich groß zur Sache. Oh ja, mache ich dann halt auch die 50 Minuten. Und irgendwann wird es vielleicht nur 55 Minuten, weil man es mal übertreibt. Und dann denkt man sich, oh ja, da kann ich genauso gut auch nochmal hier die 60 Minuten machen. Und zum Schluss sind wir bei stundenlanger Episode Stardew Valley. Und das kann auch nicht Sinn und Zweck sein. Es ist ja schön, wenn man Obergrenze hat. Aber ich finde, man sollte sich auch seiner Untergrenze bewusst sein. So, wir gucken uns hier nochmal um. Ah, bei Pams Wohnwagen ist noch was. Zudem gehen wir nochmal hier und dann watscheln wir in aller Gemütsruhe zum Gemischtwarenladen, damit wir Punkt 20 Uhr Abigail noch treffen können, die das 8-Herze-Event bei uns auslöst. So. Aha, angeschlagene Amphora ist auch was für Gunther. Ja super, da haben wir jetzt wirklich doch mal ein paar Artefakte gefunden. Ah, ein Amethyst im Müll. Moldo. Das geht doch direkt an Abigail, würde ich mal sagen. Moment. Wir müssen noch ein paar Minuten warten. Und wieder zurück. Dann dürften die 10 Minuten rum sein. Jo, 20. Alles klar. Hey, ich hab gehofft, dich zu sehen. Ich will dir etwas zeigen. Ach ja, ihr Ouija-Brett hier, was er da hat. Siehst du das? Man nennt das Geisterbrett. Hast du jemals eins benutzt? Ja? Leg deine Hand mit mir auf die Planchette. Jetzt werden die Geister uns leiter. Guck, es bewegt sich. Der erste Buchstabe ist I, C, H. Und jetzt Herz? Ja, das ist auch standardmäßig auf dem Ouija-Brett drauf, ne? Boah, so schnell. Es buchstabiert er bis Acker. Ich. Herz, Acker. Ups. Ups, da habe ich was gegen dieses Brett umgeworfen. Es ist nur ein dummes Spiel. Es bedeutet ja gar nichts. Ich muss noch etwas erledigen. Das sollte ich gehen. Entschuldigung. Tja. Wir sind ja immer hier auch ein Liebespaar, insofern das passt ja. Also, ne, wir sind ja hier feste Freundinnen und so. Also, eigentlich sollte das kein Problem sein. Kann ich zu ihr reinkommen nochmal? Ich tät ihr nämlich nochmal ganz gern den Amethyst schenke bei der Gelegenheit. Wenn wir jetzt schon hier sind und so, ne? Und die... huch, die ist ausgeflogen. Okay. Nee, du, guck mal jetzt nicht. Meerschweinchen David. Geisterbrett. Reise des Periekönigs, Konsolenedition. Okay. Ist sie vielleicht hier irgendwo?
Eigentlich hätte ich ihr ganz gerne noch den Amethyst geschenkt, aber wenn sie gerade sowieso am Ausreise ist, könnte es auch sein, dass die derzeit entweder in der Kneipe ist oder dass er auf dem Friedhof ist. So oder so, finden wir raus. Kneipe, könnten wir ja gleich mal reingucken. Just for fun. Servus. Nö. Dann nett. Dann könnte es sein, dass er auf dem Friedhof steckt. Gucken wir doch gerade mal. Nee, da ist er auch nicht. Alle hopp. Wer nicht will, der hat schon gehabt. Dann halt nett. Dann tät ich aber, sage ihr liebe Leute, ich mache dann wieder Schluss für heute für die Episode. Wir kommen jetzt bestimmt wieder auf 40 Minuten, ich weiß es. Ohne, dass ich jetzt auf OBS gucken muss, ich kann mir schon denken, dass wir jetzt schon bei über 40 Minuten wahrscheinlich wieder sind. Weil diese Herzen-Events, die fressen hier eigentlich auch immer ordentlich Zeit. Sehr schön. Da habe ich schon Reihe, genau, ja. Okay. Das heißt, das Zeug kommt rein. Stechpalme heben wir einfach mal auf. Die Venusmuschel kommt fort. Das kommt da rein. Das Kupfererz kommt hier rein. Die Stechpalme bewahren wir hier auf. Ah, Händchen, okay. Na dann, Stechpalmerei. Dann das für morgen. Beziehungsweise für die Episode übermorgen, aber für den morgigen Tag. Und dann müsste eigentlich auch unser Kupfergießkanne gut sein. Wir können noch mal einen Blick drauf werfen auf den Winterkalender. Linus hat da nochmal Geburtstag. Das heißt, in der Episode übermorgen sehen wir das. Da ist dann Fest des Eises und es gibt noch Fest des Wintersterns, also Weihnachten eigentlich. Gut, wir sehen uns dann übermorgen wieder, wenn dann Linus Geburtstag hat, der freundliche Vagabund. Und unseren Kamin brennt hier zurecht. So, aber da heute Episoden nicht nur Episodenende ist, sondern zusätzlich auch Aufnahmeende für mich, da habe ich dann 4 oder 5 Episoden heute gerobbt, mache ich das jetzt noch einmal. Das geht als Fische durch. Igitt. Entschuldigung, allerhaupt, dann ist es halt so, dass das verwelkte Pflanze als Fische durchgeht. Na gut, wir sehen uns übermorgen wieder, liebe Leute. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Iron Yankee.